Steiermark, da bin ich her. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. God, heaven's calling your name. Help me fighting God. Don't let evil win the end of all hope's a crying bright. With thousands of tears in her eyes, no delight. It's almost hopeless to win this fight and barely survive this night. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Die letzte Episode der Carson auf neuen Pfaden. Diese Episode wird heißen auf irgendwelchen Pfaden. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Hier leuchtet was ganz kurios. Ich glaube, das war der letzte Enklave-Punkt, den wir das letzte Mal gemacht haben. Ich habe aber irgendwo eine Markierung inne und da möchte ich heute mal hinschauen. Genau. Da, in die Richtung werden wir jetzt marschieren und werden wir mal ein bisschen was von der Karte aufdecken. Im letzten Spielstand, den ich Idiot ja gelöscht habe, haben wir ja Impulsgranaten. Na, warum nicht? Da haben wir schon sämtliches aufgedeckt gehabt durch diesen einen Levelpunkt und Der Porzellankiste. richtig, Vorsicht ist der Elefant im Porzellanladen. Nehmen wir auch mit. Den werden wir uns auch mitnehmen zum Reparieren. Genau. Was wir dann heute noch machen werden, das kann ich dir nicht verraten, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Genau. Ich glaube. Ja, den haben wir schon eingeschalten. Okay. Fox, bitte aus dem Weg. Danke, Großer. So, da. Gehen wir da weiter. Ich glaube, dort bei der Brücke oder bei der Kirche haben wir geschlafen, ist das letzte Mal, oder übernachtet. Ja. Also, es gibt ja nichts zu entdecken. Überhaupt nicht. Oh. Ein Joghurtbär. Hat im Saft viele Vitamine. Weiter Versteckenspiel? Ich hätte. Mei. Tja, ein Charakter ist besser programmiert als sämtliche NPCs in Fallout 4. Toll, gut gemacht. Bethesda, das habt ihr wahnsinnig gut gebracht. Stimpaks, 12 Stück. Die gehen uns auch schon langsam aus. Es ist nicht gut. Nahkampfwaffen, Sprache +2. Tesla-Rüstung, Energiewaffen +10 Punkte. Weil da werden wir die gleich mal ausrüsten. Dann steigen wir mal um auf Energiewaffen, damit wir das gleich haben, wenn wir es brauchen. Reservistengewehr, Plasma, 28. Wir probieren mal das Plasma-Gewehr. Was hält's davon? Wahrscheinlich gleich wenig wie ich. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Warte mal kurz. Ich will in den Kopf. Spiel. Ich will den Kopf, bitte. Dankeschön. Okay. Wer will als nächstes? Er ist einfach ein Hammer. Ein Hammer als NPC. Ja, und während wir hier durch die Lande marschieren, durch ein hübsches Ödland, ja, was gibt's Neues? Nix. Hat sich die Welt verändert? Nö.
Ist sie noch immer gleich kompliziert wie voriges Mal? Ja, das ist sie. Ja, mehr kann ich das auch nicht verraten über diese Sachen und Dinge, die so vor sich gehen. Wir müssen leise gehen. Richtig, mein Freund. Na gut. Ja. Freund ist ein bisschen sehr übertrieben. Ah, schau. 4 Stimpaks. Ja, in den nächsten Folgen wird nicht viel mehr passieren, als dass wir da blöd durch die Gegend schwadronieren. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Tja, manche können es nicht. Das ist leider so, Fox. Du kannst das nicht ändern. Aber es gibt nur einen Spruch von ihm, der gefällt mir sogar noch besser. Was, jetzt habe ich mich heute schon geärgert. Der Briefkasten ist leer. Jetzt habe ich mich heute schon geärgert. Jetzt juckt mir wieder die Nasen. Ich werde mich heute sicher noch mehr ärgern. Obwohl zwischen beiden Ärgern einige Stunden liegen, muss ich da dazu sagen. Metallkiste öffnen, Haarklammer. Ne, Klischee, naja bitte. Irgendwo werden wir schon was brauchen. Irgendwo werden wir schon eine Mission haben, wo wir das brauchen könnten. Damit wir unser Charisma steigern. Was ist da? Aktenschrank. Schrottpatrone, 8 Stück, dankeschön. Die können wir gebrauchen. Es schaut trotzdem so geil aus, wenn er durch die Gegend schwattelt. Was ist da hinten? Weltkarte. Da ist eine Straße. Wir gehen dieser Straße jetzt einmal entlang. Die Straße müsste uns da, genau, da, neben dieser Autobahnbrücke gehen wir jetzt weiter. Und da werden wir gleich mal schauen, was uns hier Wunderschönes entgegenkommt. Oder begegnet, ja. Das ist da entlang. Viel Blödsinn wird die da nicht erwarten. Aus einem einfachen Grund, da ich den kompletten Blödsinn in den letzten Tagen in Fallout 4 gesteckt habe. Ja. Also die Schwachsinnsbatterie muss erst wieder aufgeladen werden. Nur... Diese Gegend macht mir Sorgen. Fox, welche Gegend macht mir keine Sorgen, ha? Weil es ist egal, wo du in Fallout 3 hingehst, überall erwartet die nur eins, Tod. Tod. Und nochmals Tod. Und wenn du dann nicht unbedingt... Und wenn du dann nicht unbedingt tot bist, was erwartet dich dann? Ja, nochmal der Tod, ne? Ja, das ist halt leider so. Ein Kraftwerk haben wir entdeckt, ja wunderschön. Ein wunderschönes Kraftwerk. Mit der Eleganz, wirklich. Also eine Eleganz hat es wie ein Brückenpfeiler auf der Westautobahn irgendwo zwischen Wien und Salzburg, gell? Warte mal kurz, was haben wir da? So wird es nichts mit Leveln, mein Gutester. Das könnte ja noch Jahrtausende dauern. Ah, da haben wir irgendwas. Naja. Jetzt. Ah, da haben wir ein Fatman. Und da haben wir Muni. Dankeschön. Verschlossen leicht. Naja, mit 24
Dietrichen sollte das auch kein Problem darstellen. Schauen wir mal weiter. Wo ist jetzt eigentlich die Markierung? Die ist da rüber, über diesen Bergkamm. Genau. Das Lustige oder das Schöne an dem Spiel ist ja, dir werden ja Missionen ja nicht unbedingt angezeigt. Viele ploppen ja einfach auf. Oder die findest du durch Zufall oder Entdecken. Das große Problem, ich habe die Outer Worlds auch mal angefangen gehabt. Ich habe jetzt knapp, glaube ich, 65 Episoden online. Ich müsste das Spiel nochmal komplett von vorne anfangen, weil ich die komplette Story vergessen habe. Ich sag das ehrlich, wie es ist. Ja, aber irgendwie, Weißt du, ich bin ja für normalerweise jemand, der Hauptgeschichten in so einem Rollenspiel wie diesem hier ja eigentlich bis zum Schluss auf der Seite lässt und dann zum Schluss durchzieht und vorher alles andere macht. Ja, was soll ich das sagen? Jetzt sind wir da, die Hauptgeschichte ist durch und nun suchen wir nach Punkten, wo wir leveln können, damit wir das machen können, was ich mir vorher eigentlich gedacht hatte. Genau. Was hat er jetzt gehabt? Ab und zu. Was? Weißt du, der Fox ist eine zeitweise ein bisschen unberechenbar. Zuerst hörst du noch mal lange Zeit nur dahin stampfen hinter dir. Dann hörst du ihn näher, dann bringt er ihn um und so schnell kannst du gar nicht schauen, ist er wieder bei dir. Genau. Das ist unser Fox. Wie weit ist denn das Dings jetzt noch weg? Nicht mehr weit, eigentlich. Aber offen und ehrlich gesagt, dieses entspannte Ödland erkunden, das gefällt mir gerade richtig. Jetzt kann ich da wieder runtergehen, dass ich da umgehen kann und dort hingehen kann, wo ich hingehen will. Also das waren jetzt 5 Hingehen hintereinander, das ist nie gut. Haben wir das überhaupt schon entdeckt? Nein. Siehst du, das meine ich, da gibt's überall Punkte, die du entdecken kannst und ja. Jokos Pop Gasen Stopp. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Kommen wir dann irgendwo rein? Mal schauen, ob sie dort wer versteckt hat oder ob das nur ein leerer Ort ist. Na Fox, was los? Jetzt dir genauso wie mir, hä? Bist du verwirrt? Bierli? Nö. Fancy Let's Kuchen. Oh. Ich muss doch und ehrlich gesagt gestehen, Werkzeugkasten, da ist eine Kronkorkenmine. Diagramm, oh, jetzt wird's lustig. Übers Bauen werden wir eh nicht. So Junge, gehen wir weiter, da sind wir eigentlich fertig.
Das Ödland der Hauptstadt. Also was, ich speichere einmal. Das ist Enklave, die uns bestimmt gleich angreifen wird. Na bitte, was sage ich? Boah! Frage, waren die Riesenskorpione immer schon so groß? Oder täusche ich mir jetzt nur, weil ich einen anderen Blickwinkel drauf habe? Hä? Also was? Wir helfen ihm einfach einmal. Dann tut er sich nicht so schwer. Naja, der hält einiges aus, hä? Schon wieder gewonnen. Boah, Albino. Ah, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Albino, genau. Rakete. Was haben die dabei? Die brauchen wir nicht. Also das, die nehmen wir aber mit, weil das können wir alles reparieren. Genau. Jetzt marschieren wir einfach mal da entlang weiter und dann entscheiden wir uns, was wir machen. Ich weiß es nicht. Wir waren jetzt schon so weit, weißt? Und dann lösche ich Idiot den einen Spielstand. Ehrlich, nein. Oh. Was ist denn das für ein größerer Verschlag? Das sieht mir nach Radar aus. Gear das Shade. Kenn ich nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Mir kommt da gerade eine Idee. Sierra Pietrovita. Was sagt mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn? Warte mal. Ich brauche nur schnell irgendwas mit Charakter. Sagen wir mal. Naja. Wenigstens passt die Farbe zu die Haare. Ich halt's nicht aus. Sierra Pietrovita. Herzlich willkommen im Vorgänger zu Nuka World. Hallo, Fremdling. Der große Nuka-Cola-Fan. Mein Name ist Sierra Petrovita. Schön, ein neues Gesicht in Girdleshade zu sehen. Sie sind doch sicher hier, um sich meine Nuka-Cola-Sammlung anzusehen und an der Tour teilzunehmen. Eine Nuka-Cola-Sammlung? Wow. Ich habe eine der besten, nein, die beste Nuka-Cola-Sammlung in Ödland der Hauptstadt. Ich habe für meine Sammlung in den letzten 10 Jahren alle Nuka-Cola-Fanclub-Auszeichnungen erhalten. Es gibt einen Nuka-Cola-Fanclub? Ja, ich bin die Präsidentin, die Protokollführerin und die Schatzmeisterin.
Einmal im Jahr versammeln wir uns hier in Girdershade, um Rezepte mit Nuka-Cola zu kochen. Letztes Jahr habe ich mit pochierter Kakerlake in Nuka-Soße gewonnen. Köstlich! Moment mal, wie viele Mitglieder hat der Club? Naja, momentan sind wir zu zweit. Ich und Ronald. Aber jeder kann Mitglied werden. Auch Sie, wenn Sie möchten. Wer ist Ronald? Ronald? Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie hätten ihn bereits getroffen. Normalerweise redet er mit den Leuten, die nach Girdershade kommen. Er ist mein Nachbar und mein Beschützer, wie er es nennt. Stellen Sie sich vor, ein Raider würde mich bestehlen wollen. Er wird's ihm zeigen. Er ist so ein süßer Kerl. Sie sollten mal mit ihm reden. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ronald. Er ist so nett. Passt immer auf mich auf und beschützt die Sammlung, was noch wichtiger ist. Einmal kamen diese Raiders vorbei. Sie waren zu dritt und ihr Anführer hieß Lucknut oder so ähnlich. Sierra? Sie haben also Ronalds Tür eingetreten und seine Waffe macht BUM! Und einen von ihnen zerfetzte es in 1000 Teile! Dann versuchte der andere Ronald mit einem Knüppel oder so auf den Kopf zu schlagen. Aber Ronald wich ganz cool aus und schoss ihm ins Gesicht. Dann brüllte dieser Kerl Lucknut Ronald an und schrie, ich werde dir in den Arsch treten oder so. Und Ronald schrie, vergiss es und schlug. Sierra, bitte. Ich verstehe schon. Er ist hart. Oh, tut mir leid. Manchmal schweife ich ab. Sie sollten auf jeden Fall mit Ronald sprechen. Er würde Sie sicher gerne kennenlernen. Er ist wirklich nett. Ja, hört sich gut an. Sagten Sie nicht was von einer Tour oder so? Aber ja, möchten Sie jetzt an der Tour teilnehmen? Wie kann man da widerstehen? Das Getränk ist so genial. Ich würde... Ich würde es vorziehen, mit einem stumpfen Gegenstand eine übergezogen zu kriegen. Das ist aber eine seltsame Art, Musik zu machen. Muss ich mal ausprobieren. Wenn Sie die Tour nicht mitmachen wollen, warum sind Sie dann hier? Ich bin einfach nur auf der Durchreise. Ich muss Geld verdienen. Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten? Ich will einfach nur raus aus diesem Irrenhaus. Scheiße, das hätte jetzt aber keinen machen. Warte mal. Ich bin einfach nur auf der Durchreise. Gibt's ja. Ich muss Geld verdienen. Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten? Könnte sein. Nehmen Sie doch an der Tour durch meine Sammlung teil. Dann mache ich Ihnen ein Angebot, das Sie einfach nicht ablehnen können. Wie sieht's aus? Möchten Sie die Sammlung sehen? Immer langsam. Erzählen Sie mir erstmal was, dann überlege ich, ob ich mitmache. Na gut. Ich möchte wirklich, dass Sie sich die Sammlung ansehen. Und sie scheinen nett zu sein. Schon mal von Nuka-Cola Quantum gehört? Quantum habe ich noch nie gehört. Naja, kurz bevor die Bomben fielen, haben die netten Leute bei Nuka-Cola an einer Verbesserung der ursprünglichen Rezeptur gearbeitet. Es heißt Nuka-Cola Quantum, hat angeblich das Doppelte an Kalorien, Kohlenhydraten, Koffein und Geschmack. Was ist denn falsch gelaufen? Der Geschmack war sicher nicht das Problem. Die Öffentlichkeit war nur geteilter Ansicht bezüglich des Aussehens der Nuka-Cola Quantum. Damit sie aus den Ladenregalen heraussticht und zu etwas Besonderem wird, wurde der Formel ein mildes Isotop beigefügt. Das Getränk gab also nicht nur verbrauchte Energie zurück, sondern leuchtete auch hellblau. Moment. Sagten Sie, es beinhaltet ein Isotop, das heißt, es ist radioaktiv? Ja. Aber nein, es ist völlig harmlos. Es wurden keine negativen Auswirkungen festgestellt. Naja, es hat die einzigartige Eigenschaft, ihr Urin zum Leuchten zu bringen. Was interessiert Sie daran? Leuchtende Pisse, das klingt gefährlich. Warte mal kurz, können wir speichern? Scheiße! Was interessiert Sie daran? Ich liebe das Zeug. Kann gar nicht genug davon bekommen. Ich dachte immer, die normale Nuka-Cola wäre das Maß aller Dinge. Aber die Quantum ist noch viel besser. Ich muss mehr davon haben. Und da komme ich wohl ins Spiel. Sparen Sie sich Ihr Junkie-Gerede und sagen Sie mir schon, was Sie wollen. Und da komme ich wohl ins Spiel. Genau. Sie bringen mir Nuka-Cola Quantum und ich bezahle Sie dafür. Großzügig, wie ich hinzufügen möchte. Für jede Flasche, die Sie mir bringen, zahle ich Ihnen einige Kronkorken.
Für ihre Spesen, wenn Sie verstehen. Aber wenn Sie's drauf haben und mir 30 Flaschen bringen, um meinen Nuka-Cola-Automaten zu füllen, habe ich einen super coolen geheimen Preis für Sie. Kommen Sie schon, Sierra. Freunde sollten keine Geheimnisse voneinander haben. Okay, ich habe ein Diagramm für eine Nuka-Granate. Die einzige in der ganzen Stadt. Bringen Sie mir die Flaschen, dann gehört es Ihnen. Stellen Sie sich das Gesicht des Ziels vor, wenn es in einer sprudelnden Explosion aus Cola und Fruchtaromen verbrennt. Na, was meinen Sie? Bringen Sie mir die Flaschen? Okay, Sierra, wir sind im Geschäft. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich dazu bereit bin. Nein, ich durchkämme doch nicht das Ödland nach einem Erfrischungsgetränk. Wir sind im Geschäft. Sehr gut. Ich kann die Quantum schon schmecken. Viel Glück. Gibt es noch was Interessantes in der Nähe von Gildershade? Also im Osten gibt's ein paar ungemütliche Raiders in Evergreen Mills. Da würde ich persönlich nicht hingehen. Zum Glück sind wir unter dem alten Highway verborgen, sodass uns niemand stört. Erzählen Sie mir mehr von der Nuka-Granate. Ich weiß nicht viel über Waffen, aber ich weiß, dass sie mächtiger als eine normale Granate ist. Die Explosion erzeugt eine riesige blaue Flamme. Ist das cool oder was? Mama mia. Ich möchte etwas mehr über Nuka Quantum wissen. Ansonsten weiß ich nicht viel. Man arbeitete an einer Methode zum Verhindern des Leuchtens beim Ausscheiden des Getränks. Sie wurde nie perfektioniert. Ich habe gehört, dass das spezielle Zeugs, das für das Leuchten verwendet wurde, eine Halbwertszeit von mehr als 1000 Jahren hat. Die Flaschen waren auf jeden Fall besser zu erkennen. Wie sehen Quantumflaschen eigentlich aus? Die Flaschen sind aus ganz normalem Glas, wie bei der normalen Nuka-Cola. Mit der Ausnahme, dass sie farblos ist. Auf diese Weise sieht man das Leuchten schon in der Flasche. Man erkennt das Produkt sofort. Was passiert, wenn man eine Nuka-Cola Quantum trinkt? Nun ja, es ist wie eine Geschmacksflutwelle, die auf ihren Körper prallt. Es dreht sich alles, aber gleichzeitig sieht man alles vollkommen klar. Geht wirklich gut ab. Sie scheinen abhängig von diesem Zeug zu sein. Kann man das echt trinken? Ich soll süchtig sein? Wie kommen Sie denn darauf? Ich kann jederzeit damit aufhören. Es ist echt blöd zu glauben, dass ich abhängig werden könnte von dem köstlichsten Getränk, das je von Menschenhand geschaffen wurde. Okay, schießen Sie los. Hier ist die gesamte Menge Nuka-Cola Quantum, die ich bei mir habe. Jawohl! Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ich verspreche, ich werde Sie sinnvoll einsetzen. Was? 40 Kronkorken. Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Du kannst das Interesse gar nicht sehen. Hey, wenn ich was für Sie tun kann, einfach fragen. Mich interessiert gerade, wie du vorm Fox stehst und vor seinen Füßen kehrst. Mein Gott, na, der Mensch oder dieser Supermutant, der mochte wirklich einen. Also, wer sind Sie und Oh was führt Sie in Gott. unser kleines Paradies? Ich habe mir Sierras Nuka-Cola-Sammlung angesehen. Das war alles, ja? Ist auch besser so. Ich warne Sie, ich lasse es nicht zu, dass jemand mit meiner Frau herummacht. Oh, sie hat nie erzählt, dass sie beide zusammen sind. Ich lasse mich auf gar nichts ein. Vielleicht mache ich ja nur gerne Unsinn. Sie hat nie erzählt, dass sie beide zusammen sind. Naja, ist wahrscheinlich, weil es niemanden was angeht, außer uns selbst. Aber sie sieht wirklich gut aus. Okay, auch Sie sind keine Vogelscheuche, aber ein Mann hat eben gewisse Ansprüche. Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe keine Zeit für diesen Schwachsinn. Was zum Teufel ist nur los? Mit Ihnen sind Sie krank? Sie sind krank. Worauf wollen Sie hinaus? Wow, Sie sind ja echt so naiv, wie Sie aussehen. Wie soll ich sagen, ich würde gern mit ihr in der Horizontalen arbeiten. Sie beackern. Ach, Sie wissen schon. Nein, ich verstehe es auch immer nicht. Kann ich verstehen. Jetzt sprechen Sie meine Sprache. Ja, das einzige Problem ist, dass sie es nicht für mich aufgeben wird. Und da kommen Sie ins Spiel. Alter.
Oh, wirklich? Hört sich interessant an. Weiter bitte. Ich weiß, dass sie darum gebeten hat, nach Nuka-Cola Quantum zu suchen. Verdammt, sie fragt jeden, der hier durchkommt. Ich schlage vor, weiter nach den Drinks zu suchen, sie dann aber nicht ihr zu bringen, sondern mir. Sie wird sich so über all diese Flaschen Nuka-Cola freuen, dass sie wie Butter in meinen Armen schmelzen wird. Ich zahle dasselbe, das sie zahlen wollte. Dann sind alle glücklich. Sprache 100. Wie wär's, wenn ich für jede Flasche Quantum das Doppelte bekomme? Schwarze Witwe. Hören Sie, besorgen Sie mir etwas Quantum und wir drei machen machen gemeinsame Sache. Das wird sehr geil an. Na klar, ich verdiene mir gerade ein paar Kronkorken dazu. Tut mir leid, das Angebot. Was? Schwarze Witwe, hören Sie, besorgen Sie mir etwas Quantum und wir drei machen gemeinsame Sache. Heiliger Mist. Im Ernst? Ja, verdammt. Gut, ich besorge Ihnen etwas Quantum und ich weiß auch schon, woher ich es bekomme. Was kommt jetzt? Ich dachte, ich hätte was gehört. Hä? Wo? Na, reicht schon? Jetzt müssen wir aber nur aufpassen. Daten, Aufgaben, Statistik, Sprache. Wie weit bin ich denn da schon? 74. Na, nicht so weit wie ich will. Na super. Und jetzt bringt na. Pech kann man haben, ha? Warte mal kurz. Was nehmen wir denn für Pistolen überhaupt? Ja, na toll. Jetzt hat der Riesenskorpion unseren Questgeber über den Jordan gebracht, mit dem wir eigentlich gemeinsame Sache zu dritt machen wollten. Danke, Kumpel. Naja, Ronald. Tja, selber schuld, du Maulwurfsratte. Ronald, der Kniekracher. Wow. Wir haben eine geistig Verwirrte, die auf Nuka-Cola steht. Finde ich natürlich auch sehr interessant. Android. Was haben wir denn für Aufgaben? Das ist jetzt mal in 30 Nuka-Cola-Flaschen bergen und sie... Aha, okay, wo ist das? Aha, Tod von oben, nicht von dieser Welt. Einheimische Arten, Eigenarten nach Pitt. Der vervielfältigte Mensch. Das ist natürlich interessant, gell? Ja, aber wo finden wir jetzt 30 Flaschen Nuka-Cola? Jetzt hast du mal einen Unterschied zwischen Fallout 4 und Fallout 3 gesehen. Und die Dialoge waren in die Vorgänger bei Weitem besser. Was jetzt aber nicht heißen, dass Fallout 4 schlecht spüß. Nö. Achtsamkeit bedeutet
Sicherheit. Richtig, mein Freund, richtig, richtig. Ja, jetzt stellt sich halt nur wirklich die Frage, was machen wir? Oh. Der ist ein bisschen besser gepanzert, wie ich geglaubt habe. Fox, du alte Schnabeltasse. Der Kniekracher. Boah, 46. Das kann nicht gut gehen. Na toll. Nein. Wo ist denn der schon wieder? Hm. Weißt du was, wir könnten? Na. Bei dem macht er gar keinen Schaden. Das ist erst die Aufwärmrunde. Ja, genau. Niemals aufgeben, ich weiß. Das hat schon mein unlängst verblichener Urgroßvater gesagt. Ich habe eine persönliche Nachricht von Onkel Sam. Aha. Meine Mama soll wissen, dass ich mein Bestes gegeben Mei. Weißt, in dem Spiel ist ja schon nämlich die Synchronisation schon so bescheuert. Okay. Da haben wir auch nicht viel Munition. Hm. Aber wo gehen wir jetzt hin? Oder was machen wir als nächstes? Ja, genau. Ich weiß so viel wie gar nichts, wo ich jetzt hin will. Da ist die Ludmilla Vanilla zu Hause. Was liegt da? Ah. Da liegt der Brahmi nochmal. Da muss jetzt der Fox schon wieder, die alte Gurken. Schneller, weil denn sein KI steckt schon wieder irgendwo fest. Mein Herr nicht schon wieder. Da ist er. Hab ich dich. Das war zu einfach. Naja. Soll Schlimmeres geben. Gut. Ich werde mir jetzt einfach überlegen, was wir in der nächsten Ausgabe machen werden. Ja. Weil dort so ewig lang um und um schwadronieren ist jetzt auch nicht gerade unbedingt. Oh Gott. So, Junge. Ich werde dort mal speichern. Du siehst, was jetzt auf uns wartet, da vorne in der... Ja. Scheißen. Warum muss ich immer so groß die Pappen aufreißen, ha? Ja, ich hab aber nix.
Fox, schieß einfach und reinet. Meinst du, funktioniert das auch? Na. Kann man nicht vorstellen. Ja, die will's wissen. Schon wieder gewonnen. Naja, so werden wir nie auf ein höheres Level kommen. Ein Enklave-Stützpunkt. Oh, Gatling Laser! Fox, mein Guter. Liegt Ihnen irgendwas auf der Seele? Also lieber Anna. Wir sollten uns da. Aber gerne doch. Und zwar, junger Mann, du tragst mir die Tesla-Rüstung, du tragst mir die Lederrüstung, du tragst mir deinen Scheiß. Und ich werde folgen. Wahnsinn, Wahnsinn. Obwohl, mit ihm könnten wir eigentlich genau das starten, was ich schon vorgehabt hätte. Plasmamine braucht man nicht. So werden wir es machen. Ich habe eine Idee. Haha! Schurkus, Gurkus. Verblüffend, dass Ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Ja, ich bin ja schon ein Held. Ein Held ohne Geld in einer scheußlich brutalen Welt. So, da, bitte einmal nachladen, mein Fräulein. Doch mal stehen. Ich glaube kaum, dass das den interessiert, mein Freund. Wer will als Nächstes? Jetzt weiß ich aber auch, warum die KI zuerst auf Erm geht. Ergo hat er bestimmt ein höheres Level wie ich. Also müsste er schon fast über Level 20 oder höher sein. Der Gute. Na gut. Ich habe eine Idee fürs nächste Mal. Genau. Wir werden diese Episode jetzt da beenden. Die dauert nun eh schon fast 45 Minuten. Beim nächsten Mal. Da wir einen Fox an der Backe haben, könnten wir es probieren. So werden wir es machen. Genau. Wir werden das Ganze jetzt da beenden, weil wir es da und ehrlich gesagt gestehen. Irgendwie langweile ich mich gerade ein bisschen. Und wir sind da gerade irgendwo an den Ausläufen des Ödlands unterwegs. Bestimmt schon am Kartenende. Ja.
Und in der nächsten Episode machen wir was ganz anderes. Die beste Idee überhaupt. Dir sage es. Passt. Ich beende da die Episode nun. Sage danke fürs Zuschauen, wenn du Spaß gehabt hast. Vielleicht bist du das nächste Mal wieder dabei. Wow. Vielleicht bist du das nächste Mal wieder dabei. Und wenn es heißt, wir machen was anderes. Genau, weil mir ist langweilig. Oder bisschen. Also dann, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Baba.